So. Auf ein neues. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das passt. Das passt noch nicht. So. Hallo meine Freunde. Weil wir heute noch nicht nur gestreamt haben, der wir jetzt nur einen 4. Stream hinterher raushauen. Mit einem neuen Spiel, was wir noch nicht gespielt haben. Es ist nicht wirklich neu, es ist aus dem Jahr 2013. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie das ist und ob uns das gefällt. Und dann ja, lassen wir uns eigentlich mehr oder minder einfach mal überraschen. So. Sprache noch umstellen. So. Deutsch. So. Willkommen bei Shadowrun Returns. So soll es sein. So, dann machen wir euch mal den Ton auch an. Das ist vielleicht noch ganz hilfreich. Da ist er ja! Richtig, Christi Axel! Also wir schauen, dass es nicht wieder doppelt klingt bei euch. Ah, schon könnte schon hinkommen. Also ganz sauber sind wir halt nicht. Der 4. Stream am selben Tag. Und nur einer unter 2 Stunden. So, ich weiß nicht, ob das mit der Kamera passt. Da müssen wir jetzt dann während dem Spiel schauen, ob die so passt, wie wir die jetzt daher gemacht haben. Wenn nicht, müssen wir es heute verschirmen. Aber das finden wir dann gleich raus. Hoffi. Der muss erstmal ein Wodka her. Ich hoffe, dass ich nicht das Spitzohr spielen muss. Aber das finden wir jetzt gleich raus. Auf geht's, neues Spiel. Der Todmannschalter. Harebrand Siemens installiert. Ja, das ist ja toll. Der Todmannschalter, Spielversion 1.0 und höher. Kampagne starten. Wir probieren das jetzt einfach auf normal, weil ich keine Ahnung habe, was auf uns zukommt. Genau. Jetzt musst du machst jetzt keinen. Kannst du knicken. Jetzt kommt der Free Virus und mag da irgendwas machen. Aber mal ganz sicher nicht. So, aus den Augen, aus dem Sinn. Bestätigen. So, damals. Männlich oder weiblich? Männlich eine 1, weiblich eine 2. Auf in den Chat.
funktioniert gut. Ist die von dir oder von Yannick? Mensch, Elf, Zwerg, Ork, Troll. 1, 2, 3, 4, 5. Auf in den Chat. Gut. Nein, könnt ihr knicken. 1, 3, 4, 5, ich spiele keinen Elf. So sehr ich euch lieb habe, nein. 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 Ich werde keinen weiblichen, ich werde überhaupt keinen Elfen spielen. Absolutes No-Go, mache ich nicht. Da, 2. Eins, 2, 3, 4, 5. Elf ist ein absolutes No-Go. Das geht so gar nicht. Und ich weiß, dass ihr das macht, nur um mich zu ärgern. Zwerg. Zwerg ist gut. Straßensamurai, Magier, Decker, Schamane, Rigger, Tieradept. Oder kein Adjektiv. Nein, kein Adjektiv fällt weg. 1, 2. Magische Zwerge. Schwierig. Also was steht eigentlich da? Alle Zwerge haben 1 auf Willenskraft. Also ich habe einen Favoriten. Ich sage euch nicht, was es ist. Ich befürchte zu wissen, was ihr mir gebt, aber auf, haut raus.
Haben wir schon wieder so einen Mordsdelay? Du sagst Magier, Nick sagt Schamane. Schamane. Können wir das nicht noch ein bisschen einstellen hier? Toll, da haben sie extra hier anpassen. Jetzt da. Wahnsinnig groß die Bilder. Zwei Zäpfel sind gut und dann schauen wir, dass wir da ein Pinky kriegen. Natürlich nicht. Ja, so ja wieder. Fortfahren. Jawohl. So. Verfügbares Karma. Und was wir dann nicht alles einstellen kann. Drohnensteuerung. Da machen wir einen drauf. Da machen wir einen drauf. Ja, Maus, ich hab dich auch lieb. Hüpf auf mir rum. Jetzt haben wir noch 2 Karma. Ganz. Gebräuche ermöglichen es dir in verschiedenen sozialen Situationen angemessen zu verhalten. Ja, Maus, was ist los? Die richtigen Gebräuche können in bestimmten Dialogen von Vorteil sein. Einmal die Runner und einmal Straße. Ich weiß es nicht. Ja, machen wir es einfach so. Benenne deinen Charakter. Das ist nicht fair. So. Let's have a look. Am Boden angekommen. Deine Wohnung, 3 Uhr früh. Sie hat 4 Wände, ein Dach und brennt immerhin gerade nicht nieder. Sogar die Kakerlaken sind auf der Suche
nach einem besseren Unterkunft weitergezogen. Nicht gerade die Traumunterkunft eines Runners, aber derzeit ist sie so ziemlich das Einzige, was dir noch geblieben ist. Das Dasein eines Shadowrunners dreht sich um alles oder nichts. An einem Tag ist man der heißeste Runner der Stadt und kriegt Jobs, dank derer man in 5-Sterne-Restaurants speist, und am nächsten ist man nun ja hier. Die Pechsträhne dauert jetzt schon ewig an. Der verdammte Schieber hat nicht angerufen, das Geld ist schon lange alle, sinnlos und frei. Frei genug, um in die Ritzen einer von Megakonzernen abhängigen Gesellschaft zu hungern, die nur nach deinen Nuyen giert. Etwas muss sich ändern, und zwar bald. Ja. Guck das an. Ein Stück Papier, mit dem du deinen Kontostand genügend bis zum Ende der Woche durchbringst. Okay. Notizbuch. Sieh dir deine Kontakte an. Ein Schieber, ein Runner, der tot ist. Na toll. Noch ein Runner, der tot ist. Noch ein Runner, der tot ist. Ein Runner, der im Ruhestand ist oder tot ist. Und noch ein Runner, der irgendwo in der Gosse ist. Ein Schieber, der... Toll! Okay. Leg das Notizbuch weg, komm. Dann schauen wir da mal hin. Computer, modernste Technik im Jahr 2050, Kaputtzeit 2051. Okay. Sam Watts, der Bildschirm erwacht zum Leben und dank der plötzlichen Helligkeit musst du die Augen zusammenkneifen. Ein lachendes Gesicht erscheint. Sam Watts, hey Kumpel, ich hoffe, ich störe dich gerade nicht. Er kichert, ist wieder betrunken. Oder schlimmer. Hätte dir meinen Com-Code nicht geben sollen, Gonk. Du bist total breit. Wo warst du, Sam? Ich habe monatelang nichts von dir gehört. Geh mal weiter. Danke. Ich muss nämlich hier kurz klicken. Und da. So. Der ist wirklich dicht. Schau dir mal die Augen an. Hätte dir meinen Com-Code nicht geben sollen. Noch ein Kichern. Ach, mach dir um deine Seite der Konversation keine Sorgen. Ich bin nicht wirklich hier. Es gibt nur einen Grund für dieses Video. Jemand hat mich umgelegt. Ich bin tot. Wahrscheinlich war es sogar gerechtfertigt. Ha! Witzig. Wenn du eine zwielichtige Person wie ich bist und gibst dich oft mit anderen zwielichtigen Gestalten, die oft zwielichtiges Zeug am Laufen haben, wie zum Beispiel auch du. Also bin ich tot, wer weiß das schon, wahrscheinlich selbst verschuldet. Ich frage mich, wo du jetzt steckst. Ich wette, dass du einen dicken Scheck abgesandt und kannst jetzt dein Geld verpressen. Manche sind halt der geborenen Gewinner und manche sind halt wie ich. Hey, erinnerst du dich noch an den Renraku-Sache, bei der alles schiefgelaufen ist und wir Daud verloren haben? Oder danach dieser improvisierte Saloon an dem Docks? Ich habe da echt den Rücken freigehalten, oder nicht? Daud, das ist ein Name, den du schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gehört hast. So, super Idee. Sehr spannend das Spiel bisher. Ja, super. Und jetzt? Vor 3 Jahren eine befehlsmäßige Bar in den Docks von Seattle. Die Nacht, der es Daud erwischte. Scheiße. Straßenschamanen können im letzten Herbst einen random Fuchs gewesen sein, der stille Typ erfahren geworden ist und hier völlig ungeschützter.
Nein, hier, der da. Ein Kampfverweigerer mit seiner schlechten Tattoo und einer ebenso schlechten Einstellung. Er kannte Daud fast so gut, wie du ihn kanntest. Daud. Nie jemanden so sterben gesehen. Was für ein Idiot. Schüttelt den Kopf. Ich hasse die verfluchte Stadt. Es ist kalt und der Regen brennt wie Säure. Ich will hier weg. Hör auf mit dem Gejammer über den Regen. Wir haben heute einen Mann verloren. Wir warten auf das Geld. Ich weiß jetzt, reiß dich zusammen und chill mal. Wir warten auf das Geld. Ja, sicher, natürlich. Ich warte die ganze Nacht, wenn es sein muss. Sam, ich weiß nicht. Sam ist ein netter Kerl und schlägt sich wacker im Kampf, aber in letzter Zeit hat er beunruhigend viel gesoffen während eines Runs. Bis jetzt. Doch er könnte zum Problem werden. Bei diesem Run ist so ziemlich alles schief gelaufen, was man sich nur vorstellen kann. Jetzt ist auch noch der Schieber spät dran. Was meinst du, was wir machen sollten? Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade ein Mann am Plan, aber ich wäre dafür, von hier zu verschwinden. Das Geld ist es einfach nicht wert, das, was mit Daud passiert ist. Aber es ist schon passiert, dann ist auch schon wurscht. Genau von diesem Dreck, Sam. Wir wissen beide, warum Daud gestorben ist. Und es war nicht wegen dem Schieber oder irgendeiner anderen paranoiden Chip-Fantasie. Sam grinst gefährlich in anmutendes Grinsen. Darauf habe ich die ganze Nacht gewartet, nur Larry, und etwas zu sagen. Nicht wahr, Larry? Na los, raus damit. Du hast geschlammt. Lacht geschlammt. Du denkst, ich habe geschlammt. Du bist schon den ganzen Tag ganz hibbelig. Man sieht dir doch mal deine Hände an. Sie zittern. Es reicht, Sam. Du hast missgebaut. Gib's zu. Hast du getrunken, Sam? Stimmt das, Sam? Hast du einen Fehler gemacht? Nein, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich war die ganze Zeit in Topform. Ich war auf vorderster Position, wenn du dich erinnerst. Larry sollte dort Deckung geben. Etwas scheint ihm klar zu werden. Das war ein Hinterhalt und er weiß es nicht, wahr, Larry? Du hast deshalb von unserem Run auf Renraku noch schnell jemanden angerufen. Wieso konntest du den Kerl nicht deaken, bevor er sein Magazin und Daud gebärt hat? Ich habe dich oft genug einen Blitzstrahl schleudern sehen. Der Typ hätte kross gebraten sein müssen, bevor er die Zeit gehabt hätte, seine Waffe zu ziehen. Larry sieht auf die Uhr und leckt sich die Lippen, blickt hinter sich in die Dunkelheit, erwartet jemanden und es ist nicht der Schieber. Okay, ich sehe schon, wohin das führt. Ihr Jammer habt einen an der Waffe. Ich bin weg. Ja, das ist sehr viel Lesestoff. Ich komme noch nicht ganz hinterher. Hände dahin, wo ich sie sehen kann, Arschloch. Wie viel haben sie dir gezahlt, um uns zu verraten, Larry? Ja, hier, so, knallhart. Er hält inne, ein Lächeln schleicht sich auf sein Gesicht. Ehrlich gesagt gar nicht so viel, aber genug, um mich in einen gemütlichen Conshop in Portland niederzulassen. Ich habe genug von diesen Runs. Nun kommt jemand! Also, wenn die nicht so spricht, weiß ich es auch nicht. New Larry wirkt erleichtert und schenkt dir ein fieses Grinsen. Es sieht aus, als wären meine neuen Renraku-Freunde endlich hier. Sie werden sich jetzt die Festplatte von deiner Leiche zurückholen. Wir sollten unsere Freunde in Zukunft genauer aussuchen, Alter. Wenigstens haben wir einander. Dieser Kerl war niemals mein Freund. Wie wär's, wenn ich dir nachher einen ausgebe? Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was ich da jetzt sagen sollte, aber ich nehme mal den, weil ich finde das nett. Du schuldest mir sogar mehrere. So. Ja, das ist total toll. Ich kann doch überhaupt nichts machen. Du befindest dich in einem rundenbasierten Kampfmodus. Jeder Charakter in deinem Team hat einen eigenen Aktionspool. Die darin enthaltene Handlungen kannst du dir
Bewegung im Angriff oder Nutzung von Zaubersprüchen Gegenstände verwenden. Sobald der Zug deines Teams vorbei ist, ist das gegnerische Team an der Reihe. Zusätzlich bla 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 bla. Schließen. So, ich bin dran. Bin ich nochmal dran? Ich weiß nicht, was kann ich denn machen hier? Was ist das? Aha. 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 Nochmal, hau drauf. Ja, als erstes zu sterben, genau. So, was kannst du? Du kannst bestimmt irgendwas ganz Tolles. Geht nicht. Geht auch nicht. Dann schießt du auf den. Haha! Lästig. Ach, da hinten, da sind auch noch zwei. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Genau, ihr mich auch. Next. Was? Haben die alle übersprungen? Nein, das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. So, jetzt erstmal hier. Nein, nicht gegnerischer Team. Wir sind dran. Er darf doch. Da ist noch jemand. Noch zwei. Verdammte Axt. Wieso der schon wieder? Ja, genau, noch ein Magier. Weil es nicht besser geht. Muss der drin sein. Was? Alter! Ah! Mein erster Kill. Wie, nicht genügend Munition? Fix muss ich jetzt nachladen. Granate! Wie kann ich denn nachladen? Hier. Nee, da. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt mal hin und her zoomen. Für 1 nachladen, bestätigt. Sick! Alles in Ordnung, Sam? Sam atmet schwer und sieht sich ziemlich mitgenommen aus. Das war vielleicht eine Sache. Als Teil des Lebens, Sam, weißt du, das weißt du doch. Stört? Ich muss aber dazu sagen, dass da oben nichts ist, außer ein Button. Also,
Wenn ich jetzt sage, warte, da, siehst du, da ist nichts. Da ist wirklich gar nichts. Und unten ist, achso, nee, unten. Das unten stört ein bisschen wahrscheinlich. Das kann ich mir vorstellen. Dann machen wir das jetzt so. So. Hier so ein bisschen. Und dann das hier einfach nach oben. So besser. Du hast gute Arbeit geleistet. Du siehst nicht besonders gut aus, Sam. Du siehst nicht besonders gut aus, Sam. Du wurdest für diesen Job geboren, oder? Ich hingegen nicht so wirklich. Habe ich gemerkt. Ich denke, ich werde den Job an den Nagel hängen. Irgendwo ein nettes Bordell finden. Da werde ich mich besaufen, bis ich irgendwann tot umkippe. Ach, das ist ein Plan. Das ist ein Plan. Was ist mit dir? Ich denke, ich werde schon ein paar Leute mit mehr Klasse finden, mit denen ich umhängen kann. Ich werde so weitermachen wie bisher. Das ist das einzige Leben, das ich kenne. Ich werde die Stadt verlassen und einen sicheren Unterschlupf suchen, untertauchen. Renraku vergisst nicht so schnell. Nein, ich werde so weitermachen wie bisher. Tja, du bist ein Dummkopf und wenn du tot bist, werde ich auf dich anstoßen. Ach, wem machen wir hier was vor? Ich werde dich wohl kaum überleben. Du kannst wohl eher auf mich anstoßen. So, wunderbar. Erster Kampf überstanden. Ich bin erstaunt. Versinkst in der Rinne und konzentrier dich. Sam, ich habe in dieser Nacht zu dir gehalten, nicht wahr? Jetzt frage ich mich, wen würde es interessieren, wenn ich sterbe? Wen würde das einen feuchten Dreck kümmern? Ob es dir gefällt oder nicht, dein Name steht ganz oben auf der Liste. Vielleicht ist es sogar der einzige. Also habe ich einen Totenmannschalter eingerichtet, um dir diese Nachricht zu schicken. Ich habe eine Lebensversicherung von 100.000 Yen abgeschlossen, die an denjenigen ausgezahlt wird, der meinen Mörder findet. Und es ist mir egal, ob der im Knast landet oder im Leichensack. Melde dich bei meiner Anwaltskanzlei Rogers, Mangard und McCain, wenn du den Job erledigt hast. Sie werden wissen, was sie zu tun haben. Er dreht sich nach links. Chat. Die Kamera schwenkt zur Seite und zeigt einen gut gekleideten Mann neben Sam. Mr. Watts wünscht entsprechend haben Rogers, Mangard und McCain eine sichere Telefonverbindung eingerichtet, über die sie direkt Kontakt mit uns aufnehmen können, wenn sie die Aufgabe erledigt ist. Wir werden dann mit dem Verifikationsprozess beginnen. Beachten Sie, dass Sie nur über eine sichere Festnetzverbindung auf diese Nummer zugreifen können. Wir werden keine Anrufe von Comlinks oder anderen Geräten entgegennehmen. Bruft. Sam richtet sich auf und wird zum ersten Mal richtig ernst. Wer liegt denn da unten? Ach, der Sean liegt da unten. Gut. Hör zu, Alter. Ich habe ein Dreckleben und hinterlasse vermutlich auch eine Dreckleiche. Ich habe Leute verletzt, mich selbst verletzt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht will ich nur das letzte Wort in der Sache haben. Vielleicht will ich nur... Achso. Dass jemand interessiert, dass ich mal am Leben war. Was sagst du dazu? Als ob ich jetzt antworten müsste. Das ist nur ein Video. Ich finde heraus, was passiert ist. Jemand wird dafür bezahlen, würde sagen, ich habe einen Trinkkumpan gegen einen Gehaltscheck eingetauscht. Schätze mal, ich habe zurzeit nicht allzu viel Termine. Für 100.000 Yen kriegt man eine Menge Drinks. Ich tue mal so, als wärst du mein Freund gewesen. Ich hoffe, du hast gerade Ja gesagt. Ich habe einen Ortungschip in meinem Kopf installiert. Wenn mein Herz aufhört zu schlagen, wird er aktiviert. So kannst du mich finden. Ich sehe dich auf dem Obduktionstisch. Ich schätze, es geht zurück nach Seattle für mich. Ruhe in Frieden, Sam. Wir sehen uns in Seattle. Tja, Seattle kann nicht schlimmer sein als das hier. So. So. Then we have mal a look.
Und merci für 3 Zuschauer und 2 Likes. Ihr seid schon wieder grandios. Und ich merke jetzt schon, dass das brutal auf die Stimme geht. Bin ja bloß am Vorlesen. Das ist ja der Wahnsinn. Das machen wir übrigens jetzt 1 Stunde lang. Und dann werde ich mich langsam verabschieden, ins Bett gehen, weil morgen viel Arbeit. Ach so, ich muss weiterlesen. Haha! Mit einem Ruck landet das Flugzeug auf der Rollbahn des SeaTac-Flughafens. Willkommen in Seattle. Der alte Nordwestregen verschleiert dir die Sicht, als du auf die Rollbahn trittst. Kurze Zeit später befindest du dich auf der Rückbank eines Taxis und folgst dem Signal von Sams Ortungschips tief im Herz der Redmond Barons. Organ Grinder ist ein legaler Ausschlachter für den Weiterverkauf von Körperteilen. Wer verzweifelt genug ist und ein Körperteil oder ein Organ für ein paar Nuyen zu verkaufen, kommt hierher. Es gibt natürlich auch einen guten Ort, um eine Leiche zu entsorgen und dabei noch ein wenig Geld zu verdienen. Da die Firma zudem das ist, was in den Barons ein Leichenschauhaus am nächsten kommt, ist es nicht verwunderlich, dass der Samsworths Leiche dort gelandet ist. Als du die Tür öffnest, schlägt dir ein Hauch von Verwesung und Bleichmittel entgegen. Ist da irgendwas? Ne, da ist nichts. Ich bin hier hinten. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Der Geruch von nur leicht durch industrielle Desinfektionsmittel übertünchter Verwesung umhüllt dich. Dresden. Steckst den Finger in den Arsch und Dresden. Neben dem kürzlich Verstorbenen steht ein kleiner Zwerg. Sein breites Grinsen deutet darauf hin, dass sein Beruf ihm mehr Spaß macht, als man das von einem Ausschlachter erwartet. Als du dich näherst, sieht er mit einem schiefen Lächeln auf seine Augen. Blitzenfreundlich, aber vielleicht spiegeln sich auch nur Chrom oder die Operationswerkzeuge in seinen Augen wieder. Tut mir leid, ich habe... Was war das? Irgendwelche Geräusche. Okay. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Besucher erwartet und irgendwo... Ich bin verwirrt. Naja, egal. Und irgend so ein Arsch vom Konzern hat mir auch meinen Empfangsdame geklaut. Was kann ich für dich tun? Bist du der Gerichtsmediziner? Ich bin John Dresden, ein Zweigstellenleiter von Organ Grinders. Also ja, das macht mich wohl zum Gerichtsmediziner im Gebiet dieser Filiale. Und du bist? Niemand, dessen Name du kennen würdest. Und jetzt erzähl mir alles über Sam Watts. Er fixiert dich mit einem Steckblick. Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig. Ich kann Lone Star innerhalb von 2 Minuten vor der Tür haben. Also warum glaubst du, dass ich irgendetwas über Sam Watts wissen könnte? Sam hat einen Ortungschip im Schädel implantiert und ich bin ihm hierher gefolgt. Ja, das können wir so sagen. Verstehe. Tja, du hast recht. Er ist hier. Allerdings wissen wir noch nicht allzu viel. Dass noch nicht allzu viele Leute, dass er ermordet wurde. Die Presse hat noch keinen Wind davon bekommen. So weit draußen von den Barons, wie wir hier sind. Also, wer hat dir davon erzählt, dass er tot ist? Ja, die 100.000 werden wir nicht erwähnen. Sams digitaler Geist, als sein Herz stehen geblieben ist, wurde mir eine Aufzeichnung geschickt und er bat mich, seinen Mörder gerechte Strafe zuzuführen. Er hatte wohl eine Vorahnung. Der Zwerg runzelt die Stirn und ein Lächeln vertreibt den misstrauischen Ausdruck von seinem Gesicht. Ein Totmannschalter, was? Faszinierend. Ich habe vorhin an ihm gearbeitet. Er ist hier drüben. Ja, dann gehen wir doch da auch mal hin. Er ist das zweite Opfer des Emerald City Rippers, das ich persönlich zu Gesicht bekomme. Der dritte wurde Downtown gefunden. Ripper?
Ich schätze, die Klassiker kommen nie aus der Mode. Klingt grässlich. Emerald City Ripper? Er seufzt, nicht meine Wahl, so nennt ihn die Presse. Ich weiß nur, dass unser Ripper genau wie das Original, genau wie das Original, weiß, wie man mit einem Skalpell umgeht. Aber dieser hier ist noch grausamer. Oder er oder sie entfernt stets ein inneres Organ des Opfers. Watts Leber wurde fachmännisch entfernt. Was ist mit den anderen Glücklichen? Das erste Opfer wurde ohne Herz gefunden und dem dritten wurde die Milz entfernt. Die Milz? Wer braucht denn eine Milz? Eine Milz ist völlig sinnfrei. Weil keiner weiß, warum sie da ist. Dresden macht, dass du herkommst. Ich bin hier wegen des neuen Ripper-Opfers, Sam Watts. Hier, ich will da was anklicken. Da war doch gerade noch eine Hand. Ich will die Hand anklicken. Ich will die Hand anklicken. Sams Leicht ist zur Hälfte an einer Sterilisation bedeckt. Sein Gesicht ist kreidebleich. Zum ersten Mal befindet sich kein Anflug eines Grinsens darauf. Unter der Brust befindet sich ein kleiner, hauchdünner Einschnitt. Naja, ich sehe ein Riesenloch. Blut. Abgesehen davon ist die Leiche unversehrt. Es scheint, als hätte der Mörder genau gewusst, was er wollte und sich geholt hat. Neben Sam befinden sich mehrere Plastiktüten mit Sam Leiche gefundene Beweismittel. Du kannst die Beweismittel durch den Plastik hindurch untersuchen oder sie ohne auf ihnen Spuren zu hinterlassen. Sieh dir die Visitenkarte an. Als du die Karte in der Tüte herbewegst, namens Seamstresses Union stammt. Es sieht aus, als hätte jemand etwas auf die Rückseite der Karte gekritzelt. Doch die Karte ist zu sehr mit Blut verschmiert, um es lesen zu können. Sieh dir den Quadstick an. Es ist ein standardmäßiger, billiger, unverschlüsselter Quadstick. Es ist unmöglich zu sagen, was darauf befindet, ohne ihn zu slotten. Den nehmen wir mit. Du slottest den Quadstick PDA, 300 Millionen werden auf dein Konto transferiert. Sieh dir das violette Hemd an. Das Hemd gehört Sam. Ein paar der Knöpfe fehlen, das ist blutdurchtränkt. Inhalt der Tüte schwappt ein wenig vor sich hin, während du sie in der Hand hältst. Die handgeschriebene Nachricht. Das Papier ist zerrissen und blutverschmiert, sodass du nicht mehr viel erkennen kannst. Sam, es tut mir so leid, dass wir uns Wir haben lange, um zu sagen, dass es mir leid. Ich hoffe, dich dort zu sehen, Jessica. Aha. Gehen wir doch einfach mal dahin. McCluskey. Über dem winzigen Gerichtsmediziner ragt ein Trumm von einem Mordkommissar, der aus der schlechten Krimiserie entsprungen sein könnte. Wenn da nicht die Stoßzähne und die spitzen Ohren und die vorstehende Stirn wäre. Der Geruch seines billigen Rasierers schlägt dir schon aus der Entfernung entgegen. Das ist also das neue Ripper-Opfer. Watts, da klingelt doch was. Hat seine Mutter nicht vor kurzem Selbstmord begangen? Der Gerichtsmediziner wurzelt darauf, haben sie zumindest bestanden. Er lacht. Komm schon. Sie hat sich umgebracht. Die Information stammt aus einer sehr glaubwürdigen Quelle. Also gut, Dresden. Jetzt liefer mir mal was Brauchbares. Der Ripperfall ist mein Ticket zur nächsten Beförderung.
Ich habe bereits alle meine Funde übermittelt. Der Killer betäubt das Opfer mit einer Mischung aus Medikamenten und Magie und entfernt dann ein einzelnes Organ, während das Opfer noch lebt. Der Täter ist höchstwahrscheinlich Rechtshänder, schmalhändig und weiß, wie man mit einem Skalpell umgeht. Zudem verfügt er über umfangreiches Wissen zur medizinischen und metamenschlichen Anatomie. Also suche ich nach einem durchgeknallten Chirurgen. Nicht zwangsläufig. Nicht viele der Chirurgen, die ich kenne, verwenden noch Skalpelle. Heutzutage wird alles mit computergesteuerten Lasern erledigt. Der Täter könnte alles Mögliche sein. Vom Militärdoktor bis hin zum Liebhaber antiker Medizin. Das hilft mir nicht weiter, Zwerg. Der Blick des Lone Star fällt schließlich doch auf dich. Du machst dir im Geist eine Notiz zu seiner schier übermenschlichen Beobachtungsgabe. Wer zum Teufel bist du? Ich bin der Niemand, der auch gar nichts gehört hat. Ich bin neu hier. Sind Sie das Willkommenskomitee? Das geht dich gar nichts an, Klumpkopf. Wer sind Sie? Sind Sie der ermittelnde Detective? Ich wurde von Sam Watts beauftragt, seinen Killer zu finden. Ich bin niemand und habe auch gar nichts gehört. So ist recht. Du solltest auch noch etwas... Und solltest du noch etwas hören, werde ich es dir direkt aus dem Kopf schlagen. Ja, schon. Das tut bloß mir weh, ich weiß ich. Ja. Er wendet sich wieder an den Zwerg. Dresden, finde gefälligst was. Ich stecke doch diese Woche jemanden in die Zelle oder einen Leichensack und sicher mir meine Beförderung. So, gut, dann reden wir nochmal mit Dresden. Dresden scheint belustigt zu sein. Gewinnst du immer so schnell neue Freunde? Ich bin der Knüll auf Partys, ich brauche keine Freunde. Tja, er war irgendwie einfach nicht so mein Typ. Er blickt dich schief an, sei ehrlich. Willst du wirklich für den toten Kerl arbeiten? Sam war für mich da, als ich ihn gebraucht habe. Ich will nur dasselbe für ihn tun. Ein Job ist ein Job und dieser ist lukrativer als die meisten. Ich werde seinen Mörder zur Rechenschaft ziehen, zumindest zu der Art von Rechenschaft, die die Straße zu bieten hat. Ah, dann machen wir das so. Faszinierend. McCluskey interessiert sich für nichts außer für McCluskey. Er würde seine eigene Mutter einbuchten, wenn ihm das ein paar Millionen extra die Woche einbringen würde. Das und er lässt sich schmieren. Der ist jetzt gut in, während er nachdenkt. Du hast Ehre auf deine eigene Art. Ich versuche, die Toten mit meiner Arbeit zu ehren. Also haben wir was gemeinsam. Wie kann ich dir behilflich sein? Er wird geschmilzt. Wer zahlt ihn denn? Und um ihn an der Leine zu halten, was hat McCluskey da über Sams Mutter erzählt? Wie viele sind heutzutage Organe wert? Wer benutzt denn immer noch Skalpelle? Kennst du die Seamstress Union? Es gibt nur noch eins, was ich wissen möchte. Wo ist Sam getötet worden? So, das hier. Das ist eine Bar in den Barrens, die alle möglichen zwielichtigen... Boah, hey, da wirst du nicht mehr fertig. Zwielichtigen Leute anlockt. Du würdest sie vermutlich mögen. Ich hingegen bin nicht so wirklich ein Fan von Partys. Dafür ist immerhin immer zu viel zu tun. Außerdem sind die Toten eine Vielfache sozialer verträglich. Was sind die Organe so wert? Ein ganz gesunder Körper kann eine Menge Nuyen wert sein, aber einzelne Organe bei all diesen Cyberprothesen, die heutzutage auf dem Markt sind, kommt man nicht mehr so viel rum. Organgrinders verarbeiten nur die kürzlich Verstorbenen. Es gibt allerdings eine Menge Ausschlachter, die nicht so wählerisch sind. Die interessieren sich auch nicht sonderlich, wo die Leiche herkommt. Da wärst echt nicht schnell fertig. Ärzte lernen immer noch im ersten Jahr Medizinstudium, wie man Skalpell verwendet. Gerichtsmediziner übrigens auch. Aber keiner von ihnen benutzt sie noch sehr häufig. Es ist noch gut möglich, dass einige der schäbigeren Ausschlachter noch immer Skalpelle verwenden, doch ich wüsste nicht, wo ich einen solchen Laden finden könnte. Was ist mit seiner Mama? Laut dem offiziellen Bericht hat sie vor einem Jahr Selbstmord begangen. Bist du denn nicht der Offizielle in diesem Satz? Glaubst du das nicht? Das klingt, als würdest du dem Befund nicht ganz zustimmen.
Mein Name steht auf der Akte, aber mein eigentlicher Befund ließ noch Raum für Zweifel. Ich kann nicht sagen, dass es kein Selbstmord war, aber auf ihren Oberarmen befanden sich merkwürdige Hämatome und sie betätigte den Abzug nicht mit ihrer dominanten Hand. Mir wurde nahegelegt, dieses Teil fallen zu lassen, also tat ich es. Er wird geschmiert, bla bla, ich weiß es nicht, aber irgendjemand mit sehr viel Einfluss kümmert sich um McCluskeys Karriere und seine Brieftasche. Und wo ist er getötet worden? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann dir was Besseres bieten. Wirf doch mal einen Blick auf diese Kühlzellen dort hinten und schau, ob du irgendwas Nützliches entdeckst. Ah, okay, dann tue ich das mal. Dahin gehen. Öffne Lade. Die Lade in der Kühlzelle öffnet sich und es gibt einen Blick frei auf den bekleideten Körper eines Mannes, dessen Arme auf der Brust verschränkt sind. Auffallend sind die leuchtenden orangefarbenen Haare und die Tatsache, dass der Körper in einem erstaunlich guten Zustand ist. Hey, hey, ganz locker. Da liegt einer drin? Elegant schwingt er sich aus der Kühllade und steht vor dir. Für jemanden, der gerade in einem Leichenschauhaus aufgewacht ist, scheint er ziemlich unversehrt zu sein. Du bemerkst eine Datenbuchse in seiner Schläfe und ein paar schamanische Tattoos an seinem Hals. Eine interessante Kombination. Jake Armitage. Ich habe John gesagt, mich um 6 Uhr morgens aufzuwecken. Ist es schon 6? Fühlt sich nicht an wie 6. Sorry, ich habe nicht erwartet, dass du so lebendig bist. Sehe ich etwa aus wie ein verdammter Wegdienst? Du hast in einer Kühlzelle geschlafen. Einer Kühlzelle für Leichen. Okay. Ja, Dresden findet das witzig. Hat sich diesen Scherz auch schon mit mehr als einer Person erlaubt. Er kichert. Tja, so viel zur ordentlichen Mützeschlaf. Immerhin hast du mich bisher noch nicht getötet, das ist gut. Also wenn du es nicht auf mich abgesehen hast, was willst du von mir? Das letzte Opfer des Rippers kanntest du? Ich stelle hier die Fragen, was zur Hölle machst du in der Kühllade des Leichenschauhauses? Ich stelle Nachforschungen über Sams Tod an. Gerichtsmediziner scheint zu glauben, dass du mir helfen kannst. Sam, was? Freut mich, dass es jemanden interessiert. Wir haben uns hin und wieder zusammen in der Union einen Trink gegönnt. Netter Kerl. Hatte aber ständig irgendwelche Schwierigkeiten. Jake ruft zur anderen Seite hinüber. John, ist diese Person vertrauenswürdig? Ja, er ist in Ordnung, arbeitet für Sam. Ob du es glaubst oder nicht, so eine Art Todmannschalter. Ich dachte, du könntest ihm vielleicht helfen und vielleicht könntest du sogar aufhören, den ganzen Tag im Laden herumzuhängen. Wie nett von dir, mich als Freiwilligen auszuwählen. Er hält inne, womöglich versucht er dich einzuschätzen, aber es ist schwer zu sagen, was unter der dunklen Sonnenbrille vor sich geht. Also gut, ich bin Jake und du bist? Ich warte immer noch darauf zu erfahren, was es mit dir auf sich hat. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Euler. Nenn mich Euler. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Tja, es klingt, als würdest du völlig im Dunkeln tappen. John hat recht, ich könnte dir helfen. Ich habe Sam in der Nacht, in der er starb, gesehen. Armer Kerl. Er war in der Sim Street in der Union total zu und streitlustig. Ich hatte mich nach einem üblen Run ein paar Tage lang zurückgezogen. Mrs. Kubota bat mich, ihn herauszuwerfen, also tat ich es. Aber draußen in der Gasse haben mich ein paar Gänger erwischt. Er zuckte zusammen. Verdammt, ich glaube, ich brauche einen Säukaff. John, könntest du mir eine Tasse organisieren? Besorg dir deinen eigenen Kaffee, meine Hände sind eh dreckig. Ich frage mich, was es mit diesem Darm auf sich hat. Du hörst ein lautes, schmatzendes Geräusch, als Dresden seine Arbeit fortsetzt. Danke, John, du bist ein wahrer Freund. Jedenfalls ist es ein fettes Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Wie ich schon sagte, mein letzter Job lief nicht so gut. Draußen in der Gasse wurden wir dann von ein paar Hallowienern überfallen. Die verdammten Gänger dachten, sie könnten sich mit mir schnelles Geld verdienen. Jack grinst und du hast das Gefühl, dass die Sache für die Gänger nicht allzu gut ausgegangen ist. No.
Ja, ein bisschen weiter möchte ich mich schon noch quälen. Gebe ich zu. Aber mein Hals, der merkt das schon ordentlich. Sam ist irgendwann während des Kampfes weggetorkelt und das war das letzte, was ich von ihm gesehen habe. Zumindest bis seine Leiche hier aufgetaucht ist. Erinnert mich an meinen letzten Aufenthalt hier. Du machst sowas öfters? Na toll. Also weißt du überhaupt nichts von seinem Tod. Weißt du sonst noch was? Ich weiß, dass seine Leiche bloß einen Block von der Union entfernt gefunden haben und im hellen Tageslicht. Aber so geht es in den Barrens eben zu. Jack blickt auf den Boden, sein Gesicht verbirgt sich hinter dem Chrom und der roten Glas der Sonnenbrille. Ist eine verdammte Schande. Ich wünschte, ich wäre da gewesen, wenn nur dieses verfluchte Gänger nicht gewesen wäre. Ich sag dir was. Du siehst aus, als könntest du dich in einem Kampf behaupten. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, um mir die Halloweener vom Hals zu schaffen. Ihr Anführer lässt die gesamte Gang, die Barons, nach mir durchkämmen. Ich muss dieses Arschloch irgendwie loswerden. Im Gegenzug bringe ich dich zu der Stelle, an der Sam ermordet wurde. Es ist schließlich nicht sicher, dass es nachts allein unterwegs sein. Und als Bonus schenke ich dir noch etwas brauchbare Ausrüstung. Also was sagst du? Den Rücken deckt, vorausgesetzt man kann ihm auch trauen. Ich arbeite nicht umsonst. Wenn ich kommen soll, werde ich auch bezahlt mit Nuyen, nicht mit einer Tour durch die Barons. Für ein wenig Gerechtigkeit auf der Straße bin ich immer zu haben. Also gut, Jake, ich bin dabei. Wir haben ja so noch ein Zwerg, also. Klasse, ich sitze hier mit meinem Zusammenstoß mit den Halloweenern fest. Ein mieser kleiner Haufen, aber dieser Teil der Barons ist ihr Revier. Scheiße, ich bin überrascht, dass du es überhaupt bis hierher geschafft hast, ohne eine Knarre dabei zu haben. Sehr witzig, Jake. Du kannst dann morgen im Müllcontainer schlafen. Du brauchst also eine Waffe. Gib mir eine Pistole. Ich kann gut mit Schrotgewehren umgehen. Hast du vielleicht eine Maschinenpistole dabei? Ich agiere lieber aus der Entfernung. Hast du ein Gewehr? Ich brauche keine Schusswaffen. Ich schlage mich lieber im Nahkampf. So, jetzt würde ich gerne nochmal nachgucken. Ne, kann ich nicht. Aber wir haben Nahkampf hochgemacht und nichts anderes. Dafür habe ich leider nur einen Baseballschläger. Aber du siehst mir aus, als würdest du auch so klarkommen. Also bist du bereit für ein wenig abenteuerliche Unterhaltung? Einen Moment noch, erzähl mir erstmal was über diese Gänger. Ich bin bereit, aber halt mir den Rücken frei, lass meine Entscheidung nicht bereuen. Wenn du dafür eine Runde schmeißt. Dann so. Geh du voran, Halloween habe es nicht auf dich abgesehen. Noch nicht. Das war jetzt mal ein bisschen Text. Dann gehen wir jetzt daher. Wir können auch da hinten raus, glaube ich, oder? Oh, kann ich da auch noch ran? Medikit! Gegenstand aufgenommen, Dogwagon Trauma Kit. Jetzt mache ich trotzdem da drüben rein. Da ist nichts mehr, gut. Auf die Straße. Ja. Wer als Runner in Seattle unterwegs ist, landet früher oder später in Redmond Barrens. Ganz gleich, was du vorhast. Die Barrens mögen dich nicht. Nimm einen Teil radioaktives Ödland und 3 Teile Slum und eine kleine Prise Touristenfalle und schon hast du ein Rezept für etwas Übles. Du lässt die desinfizierten Toten und das Formaldehyd und Organgrinders hinter dir und begibst dich in die Anarchie und Verzweiflung der Straße. Jack hält einen Moment inne, um tief einzuatmen. Er füllt seine Lungen mit Abgasen, radioaktivem Staub, Schießpulver und einem halben Dutzend anderer Substanzen. Mit einem zufriedenen Lächeln atmet er aus. Der Gestank und der Schmutz lassen ihn wissen, dass er zu Hause ist. Heuda Neuda. Fortsetzen.
Ja, ist schon ein bisschen Arbeit. Oh, cool. Das nehmen wir. Nein, nehmen wir nicht. Können wir nämlich nicht. Ist hier irgendwas? Was ist er für einer? Wir gehen jetzt einfach mal da hinten rum. Eine Nutte. Alter Bus hier. Mhm. Noch eine Nutte. Ach, Sarah. Vlad. Vlad. Der Mann beobachtet dich, als du dich näherst und sie Drogen vernebelnden Augen. Geh mir aus dem Weg. Okay, 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 okay. Oh, kann ich den einfach umhauen? Nee. Hallo Sarah. Die Kleidung dieser Frau mag schmutzig sein, dreckig sein, aber sie wirkt alles andere als vom Schicksal geschlagen. Hey, es geht mich zwar nichts an, aber ich würde da nicht lang gehen. Verpiss dich! Ich kenne den einen oder anderen Charakter, der würde das sagen. Warum? Was ist los? Ach, ein paar Halloweener sorgen mal wieder für. Sie zeigt Richtung Süden. Das ist hier unten irgendwo, denke ich mal. Sie sind heute Morgen auf einem schicken Motorrädern angebracht und haben sich auf den alten Marktplatz eingenistet. Den ganzen Tag marschieren sie schon auf die Straße rauf und runter und mischen jeden auf, den sie sehen. Warum erzählst du uns das? Typisch. Naja, gut möglich, dass sie genau die Typen sind, die wir suchen. Sonst irgendwas, das ich über diese Gangster wissen sollte? Scheinen ja nette Zeitgenossen sein. Bist du denn sicher hier draußen? Die können sich auf was gefasst machen. Du solltest besser untertauchen. Die Luft könnte hier gleich etwas bleihaltig werden. Danke für die Warnung. Sie lacht. Denkst du, ich bin blöd genug, mich von diesen Arschlöchern auf offener Straße erwischen zu lassen? Nee. Ich kenne diese Gegend wie meine Westentasche. Sorg dich lieber mal um dich. Sonst noch was wir über die wissen müssen? Also der Anführer ist ein echt großer Troll namens John Paul. Ein richtig mieser Kerl, sogar unter den Halloweenern. Ja, das ist er. Mach dir mal keine Sorgen, ich bin helle genug, mich aus der Schusslinie zu halten. Die sind allerdings ein ganz schön harter Haufen. Also sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ne? Ist so. So, Richtung Süden. Das ist dann hier unten. Da ist wieder eins von den Dingern und das wird der Marktplatz sein. Gehen wir jetzt mal daran. Das ist jemand anders. Pass auf diese Gänge auf. Da sind sie ja. Aber es ist schon sehr duster da unten. Warum kann man denn da kein Licht machen? Jetzt, da, wo sind sie denn? Da sind noch gar keine. Also ich sehe da keine. Ah,
kann aber auch nichts anpacken, nichts machen. Da stehen ein paar Penner. Super, ich dachte, die haben sich da eingenistet. Hat sie nicht gesagt, die haben sich da eingenistet? Na, da kann ich nicht lang. Da kann ich auch nicht lang. Tu mir nicht weh. Geh nicht auf den Markt. Ich war gerade auf dem Markt. Da ist das Halloween-Zeichen von ihnen. Ah. Will ich mich jetzt da hinstellen und blöd rum gucken oder was? Ah, ich habe ihn gefunden. Ich brauche nur einen Fix. Bobby. Hallo Bobby. Hey Chama, ich habe ein paar echt Delikatessen für dich. Alles in angezogener Stellung aus der Tasche haben sollte. Lass mich sehen, was du hast. Kampfstimulation für 5 Runden. Die Con 2 Stärke, Willenskraft 1 erhöht. Für 5 Runden 2 Stärke und Willenskraft, aber minus 2 Charisma und Intelligenz. Nö, das da. Bestätigen. Das war das Zeug hier, oder? Ja. Bestätigen. Was passiert jetzt, wenn ich daher gehe? Gar nichts. Hallo Sally. Zwergenhändlerin packt ihren Stand in der Nacht zusammen. Ich habe geschlossen, komm morgen wieder. Tralalala. Von der Explosion ein paar Sekunden später kommt dieser Typ heraus und rennt über die Straße. Dann explodiert alles plötzlich und die Lichter gehen aus. Danach wurde es ziemlich ruhig. Danke für deine Hilfe. Kein Ding. Da ist ein Kopf. Oh, nicht nur ein Kopf. Das sind richtig Cops. Geh nicht auf den Markt. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Hm. Gehe ich wieder auf den Markt. Eine Strathesebar. Jemand, der einen Schuss braucht. Da ist dieser da ist ein Troll. Das ist also, um irgendwas zu machen. Ich kann hier rumlaufen, wie ich lustig bin. Passiert eh nichts. Passiert nichts. Passiert nichts. Passiert nichts. Hm. Hm. Oh, da können wir was machen. In der zugemüllten Gasse verbirgt sich ein Hightech-Safe mit einem Mac-Kartenleser der Vorderseite. Öffne den Safe. Das Safe öffnet sich mit einem leisen Zischen. Du siehst, dass er genau die Ausrüstung enthält, die perfekt für deine Fertigkeiten passt. Nimm die Ausrüstung. Ich nehme die Ausrüstung. Ja, alles. Ach so. Bestätigen. Ah ja. Echt jetzt? Du schlägst mich. Ich habe 3 Schaden gemacht. Ja, schlag halt mich wieder. Nein, schlag ihn. Tot. Letzten Spielstand laden, bitte. Was war denn das jetzt? Bla 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 hatten wir alles schon. So, letzte Zigarette. Weil Schachtel leer. Und dann Schluss. Fortsetzen. So. Diesmal weiß ich gleich, wo wir hinrennen müssen. Womöglich. Ja, wir gehen gleich dahin. Komm, was soll's. So, als erstes Mal gehen wir dahin und dann schlagen wir den. Du darfst dahin gehen und dann auf den schießen. Ja! Wieso kann der da durchschießen? Wieso bin ich da gerade gestorben?
Zu blöd, um Merkmal zu knacken. Ich würde gern looten. Warum kann ich dir nichts looten? Ja. Dahin gehen. Was ist dein Problem? Heute ist mir schon den Markt auf, bla bla bla. Sehen, was ich tun kann. Wo ist dieser Markt nochmal? Okay. Richtung Norden. Hier mal hingehen. Der Verkäufer mit seiner sicheren Masse. Stand, doch die Geduld des Schlägers scheint sich am Ende entgegenzubringen. Er steht kurz davor, alles in kurz klein zu schlagen. Hä, wer zum Geier bist denn du? Oder du denn? Ich wette, deine Mutter ist echt stolz auf dich. Von dir habe ich gehört. Warum verpisst du dich nicht einfach? Ich würde dir gerne das Schutzgeld für diesen Monat auszahlen. Wie viel ist es? Als hätte ich den Spruch noch nie gehört. Warum kümmerst du dich nicht einfach um deinen eigenen Scheiß, solange du keinen Dienstmarke hast? Weil Gossen raten, wie du mich anwidern. Geschäft ist Geschäft. Ich mach dich fertig und krieg meine Kohle. Vielleicht soll ich einfach gehen. Hm. Ich wusste es, dass du bloß Probleme machen willst. Dash. Leg diese Pfeife aufs Eis. Ah, schön. Erstmal noch den Magier. So, jetzt habe ich es natürlich verbockt. Nee, habe ich nicht. Ah! Nein, nein, nein! Ich bin wieder tot. Sagen wir es mal so. Sagen wir mal so. Für zum Reinschnuppern fand ich es jetzt ganz okay. Werden wir nochmal probieren, die Tage. Aber ich bin einfach durch jetzt. Wir machen da jetzt Schluss. Schön langsam verstehe ich, wie das Spiel funktioniert, und ich hätte vielleicht zwischendrin dann auch noch ein Medikit fressen sollen, oder wie man das auch immer nennt. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ja. Werden wir nochmal probieren die Tage und uns da ein bisschen durchkämpfen, wie das funktioniert. Derweil wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir haben jetzt 2 Tage Stream frei. Morgen fängt Gartensaison für mich an, und da bin ich dann erst einmal außer Gefecht gesetzt Wochenends, wenn das Wetter passt, zum Arbeiten draußen, und ja. Außerdem spiele ich den Wodka inzwischen, das war jetzt nicht wenig, was ich da halt zutun habe, ist auch okay. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft's gut, bleibt gesund und genießt euer Leben, weil ihr habt bloß eins und ich grinst schon wieder. Pfiat euch. Schön, dass du da warst.